Heute habe ich schon viel erledigt. Darum habe ich Lust auf eine kleine Belohnung. Haha, ich bin, glaube ich, nicht die Einzige, die ein kleines Nachmittagshüngerli hat. Moment mal, das ist, glaube ich, kein Hüngerli. Das ist ein grosses Loch im Bauch. Sind die falsch? Was ist? Was kochst du da eigentlich? Eine feine Suppe Susi, hast du mir vorher nicht zugelassen. Und wenn ich dazu singe, wird sie noch viel besser. Feine Kräutersuppe, la 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 la. Feine Kräutersuppe, für meine Supertruppe, la 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 la. Oh nein! Oh nein, Seife in der Suppe! Oh nein, ich habe Seife in die Suppe plumpsen. Hoi Bernie, was ist denn los? Bauchweh, grässliches Bauchweh. Schau mal, der ganze Abfall. Bernie, hast du das alles gegessen? Ein Flepper, das schafft doch einen allein gar nicht. Was machen wir jetzt? Komm, wir gehen zu der Maggie. In ihrem Garten gibt es sicher irgendein Wunderkräutchen gegen Bauchweh. Aber der Bernie kann doch so nicht laufen. Ich glaube, sie kann eine Idee. Hoffentlich ist Maggie auch daheim. Lalalala, ein feines Kräutchen. Hä? Ah, hoi Flepper. Und Pinky? Was ist denn auch los? Am Bernie geht's gar nicht gut. Hast du etwas gegen Bauchweh? So ein Zufall. Gerade heute Morgen habe ich einen ganzen Topf Bauchwehsuppe gekocht. Da ist der Bernie schnell wieder gesund. Warten, ich hol sie grad. Oh nein! Ein Löffel Bauchwehsuppe und du bist wieder fit. Was? Hat er meine Bauchwehsuppe nicht gern? Grässlich, grusig, schmeckt wie Seife. Was sagst du? Das ist eine Beleidigung. Meine Suppe ist die beste. So etwas habe ich noch nie erlebt. So ein frecher Kerl. Flepper, komm schnell, wir gehen. Nicht, dass sie noch mal etwas zusammenköchelt. Oh. Ja gut. Maggie, am Bernie geht's viel besser. Wir sind gegangen. Danke, Maggie. Tschüss. Oh, Emily, nein, es wird immer schlimmer. Gehen wir zum Freddy. Dort gibt's Medizin. Du, Freddy? Sorry, Flepper, heute ist eben geschlossen, weisst. Arme Bernie. Wieso liegt er da? Er hat Bauchweh. Wir wollten Medizin posten, aber wenn du zu hast... Bauchweh? Das ist super. Ich meine, das ist super, dass ihr da sind. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich habe so eine Kurs gemacht als Wunderdoktor. Ich könnte sie ausprobieren. Bin gerade wieder zurück. Komisch, der Freddy als Doktor. Komm, wir gehen lieber. Nein, warte doch. Er holt sicher nur im Laden eine Bauchwehmedizin. Und die Bauchmedizin tut dir weh. Willkommen beim Dr. Freddy.
Der Patient, bitte. Ich spüre eine schlimme Bauchwehschwingung. Was? Da gibt's noch eine Medizin. Der Kötzli-Zauber. Da. Tut immer noch weh. Schlimmer als ich gedacht habe. Ich muss etwas anderes probieren. Etwas, das einfährt. Etwas, das richtig durchputzt. So eine scharfe Nagelsuppe. Was? No, Emile, ich will keine Suppe mehr. Mir geht schon viel besser. Ich gehe jetzt heim. Nein, wart! Rein gesund. Bin ich ein Hammerdoktor. Hi zusammen. Was ist los? Der Bernie hat Bauchweh. Wirklich? Da habe ich im Fall eine Suppe, keine Medizin. Selber gemachte Suppe. Was? Wir brauchen einfach einen richtigen Doktor. Habt ihr keinen Doktor gesehen? Bin ein bisschen spät, aber jetzt bin ich ja da. Wo ist der Patient? Da. Sag A. A. Gutzli. Schöckeli. Und Popchips. Ui, was hat er recht? Der arme Kerli, er muss so leiden. Geschieht ihm recht. Da kommt ja jede grässliche Bauchweh über, wenn man 10 Tafeln Schoki isst. Schoki? Sag mal, hast du wirklich den ganzen Wagen voll gegessen? Alleine? Also, es könnte noch sein. Seht ihr, er ist kein bisschen krank. Es ist ihm schlecht, weil er zu viel gefuttert hat. Jetzt gibt's nur eins, Diät machen. Diät machen? Ja, 2 Rüebli zum Morgen, 4 Erbsli zum Mittag und zum Nacht 1 Liter Wasser. Vom Znüni hat er nichts gesagt. Ich habe es nach halb gedacht. Der gute Bernie ist ganz selber schuld. Es ist ja so. Auch wenn es noch so fein ist, zu viele Süßigkeiten gibt Bauchweh. Rechtzeitig aufhören. Denkt dran, wenn es uns nächstes Mal gelustet.